Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Und zwar zum 29. Spieltag in Mainz. Eigentlich bin ich sprachlos. Leute. Ja, sprachlos und fassungslos. Ich kann gerne nochmal alles wiederholen, was ich seit Wochen hier auf meinem Kanal von mir gebe. Das ist heute dann in Sachen gegipfelt, die einfach nicht gehen. Also. Aber gut. Ich versuch's mal mit meiner eigenen Art und Weise, das Ganze mal aufzuarbeiten, auch wenn ich da gerade nicht wirklich Lust zu habe und wie gesagt eigentlich sprachlos bin. Ich habe mit viel gerechnet heute, aber nicht damit. Ja, also Mainz war erste Halbzeit nicht so gut, beziehungsweise wir waren eigentlich von Anfang an waren wir im Spiel da. Ja, also die ersten 40 Minuten würde ich sagen. Ich habe ein Gefühl gehabt, ja läuft, die Wechsel, mal ein paar frische Leute, mal ein paar Leuten Denkzettel gegeben, läuft, jetzt nicht auf super hohem Niveau, ja, keine Frage, aber wir haben ordentlich gespielt. Nennen wir es ordentlich, wir haben uns Torchancen herausgespielt, leider nur ein Tor gemacht, waren defensiv einigermaßen ordentlich da, mal abgesehen von den katastrophalen Fehlpässen von Goretzka, Kimmich, Müller. Aber ansonsten war es ein ordentlicher Auftritt. Ne? Und wir haben Mainz gar nicht ins Spiel kommen lassen, so wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, oder sagen wir eine ordentliche erste Halbzeit. Auch mit der Verletzung von Davis, so, ja, kam als Rui rein, er hat es ordentlich gemacht, wie ich fand, dass er nicht sofort da die Mega-Leistung bringt, wenn er jahrzehntelang gefühlt nicht gespielt hat, ist auch klar, aber hat es ordentlich gemacht. Und ja, eigentlich war ich guter Dinge. Halbzeit, alles gut. Dachte ich mir, alles klar. Brauchst dir heute keine Sorgen machen, war wirklich eine ordentliche Leistung, kann man drauf aufbauen. Hab mir schon im Kopf zurechtgelegt, so was ich heute sage nach dem Spiel. War halt am Überlegen, ob ich auf den Müller draufhauen soll und auf den Kimmich und Goretzka. Oder ob ich dann einfach mal sage, ja komm, drauf geschissen, wir haben irgendwie dreckig 1-0 oder 2-1 gewonnen. Erwähnen wir das mal so am Rande, machen das Thema nicht so groß. Und dann lassen wir alles vermissen nach der Pause. Alles. Also, bevor ich darauf eingehe, erstmal erste Halbzeit hatte ich erst so die Befürchtung, 1-0, kennen wir, nehmen wir wieder 5 Gänge raus. Ja, das waren so 2-3 Minuten, aber dann waren wir wieder da. Ja, wir haben versucht, weiter unser Spiel durchzubringen, haben auch weiterhin Torchancen erspielt. Alles gut. Und dann kommst du aus der Pause und es ist ein Offenbarungseid. Es ist ein Offenbarungseid von der kompletten Mannschaft. Mal abgesehen von De Ligt möchte ich rausnehmen und Cancelo. Alles andere ist ein Offenbarungseid. Da können wir jetzt gerne dann noch die negativen Beispiele nehmen. Ich denke, das allernegativste, obwohl das ist beides dasselbe. Kimmich und Müller, Alter, Note 10. Ne, da reicht eine 6 nicht aus. Was der Kimmich sich erlaubt hat zu spielen auf seiner Position. Allein wie oft er Glück gehabt hat, dass es dann noch ein Foul gepfiffen wurde oder sein Hinschmeißen als Foul gewertet wurde. Wie viel Fehlpässe er im Spielaufbau hatte, wo wir dann Glück hatten, dass da nichts raus resultiert ist. Müller hat nicht einen Ball im letzten Drittel zum eigenen Mitspieler gebracht. Dann hat er aus 14 Metern freie Schussbahn super herausgespielt. Kann mir jemand erklären, warum dieser Spieler 70 Minuten auf dem Platz steht? Oder war es sogar länger? Ich guck mal eben nach. 75. Ich glaube, da ist das 2-1 gefallen, ne? Ja. Dann haben wir uns mal gedacht, oh, ja, vielleicht reagiere ich jetzt doch mal als Trainer. Es war ein Witz, dass diese Spieler alle beide
so lange auf dem Platz waren. Kimmich war unterirdisch schlecht. Ja. Auch erste Halbzeit hat er so viele Fehlpässe und defensives Zweikampfverhalten, was grottig war, an den Tag gelegt, dass es eine Frechheit ist. Ja, er hat auch ein paar gute Aktionen gehabt, erste Halbzeit, möchte ich nicht verschweigen, die Müller nicht hatte. Müller hatte keine, nicht eine. Ja, nicht eine. Und ganz ehrlich, wenn ich dann so ein Spieler bin, wie ein Müller, der alles gewonnen hat, der super Mr. FC Bayern, ja, ich tue alles für den Verein, ganz ehrlich, wenn ich dann einen Trainer habe, der nicht die Eier hat, dann kann ich von dem Spieler erwarten, der diese Erfahrung hat, der in der Pause zum Trainer hingeht und sagt, Trainer, wechsel mich aus. Weil er ist ja schon Co-Trainer bei uns. Dann hätte er sich vielleicht mal selber auswechseln sollen. Ja, also ich denke, Müller weiß selber, dass das heute unterirdisch schlecht war. Ja. Und wieder spielen die gleichen Leute und ja, ich habe das Thema in der Pressekonferenz aufgemacht. Ich spreche das Thema jetzt hier nochmal an. Ja, ein Stanisic hat gespielt, weil ein Pavard gelb gesperrt ist. Davis hat gespielt. Ja, einfach damit ein bisschen Schnelligkeit auf der Seite ist, weil über die Seite ein bisschen Schnelligkeit kam. Das hat sich relativ schnell erledigt. Dann ist Cancelo da hingegangen, hat es gut gemacht. Es ging leider ein bisschen wenig über die Seite, so von vorne nach vorne hin. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht über die Seite. Ansonsten kein Sané, kein Gnabry. Daumen hoch, beide unterirdisch schlecht. Warum man dem Mané dann die Chance gibt, weiß ich nicht. Er hat sie gerechtfertigt, er hat ein Tor gemacht. Auch das Abseitstor war echt knapp, hat er gut gemacht. Erste Halbzeit fand ich wirklich ordentlich von ihm. Zweite Halbzeit war es dann gar nichts mehr. Ja, aber er ist auch nicht der klassische Neuner. Das hat man gerade bei seinen gefährlichen Situationen gesehen. Ja, auch in der ersten Halbzeit. Klar stößt er dann rein in die Posi. Keine Frage, aber er ist jetzt nicht der klassische Neuner. Also ich denke, das Thema wollen wir gar nicht erst aufmachen. Das haben wir schon vor einem halben Jahr abgehakt gehabt. Tuchel setzt sich vor dem Spiel in der Pressekonferenz hin und sagt, ja, Mathys Tel wird diese Rolle erstmal innehaben. Könnte ich platzen bei dieser Aussage. Könnte ich einfach platzen. Dann spielt ein Müller, der 75 Minuten keinerlei Leistung bringt. Warum, wieso, weshalb, ist mir am Ende des Tages wirklich scheißegal. Es ist mir auch scheißegal, ob er im Training 150% Leistung bringt. Wenn man so eine Leistung auf dem Spielfeld abliefert, dann gehört man spätestens zur Halbzeit ausgewechselt. Ja? Also ich kann mir vorstellen, und der eine oder andere Trainer in dieser Situation, wo wir uns gerade befinden, hätte den Müller auch mal nach 30 Minuten runtergenommen. Ja? Aber nein, das traut man sich nicht, was halt Thomas Müller ist. Das ist das ganze Problem. Es ist Thomas Müller. So. Auch ein Tell, wie lange durfte er spielen? I don't know. Ja, die 15 Minuten plus die Nachspielzeit kam natürlich dann rein, dann ist das 3-1 gefallen, dann haben wir erstmal eine Viertelstunde gar nicht nach vorne gespielt. Die letzten 8-9 Minuten hat man gesehen, ja, er hat sofort wieder 2 gute Szenen gehabt. I don't know, ich verstehe es nicht, warum man diesen Jungen gerade in dieser... Wir haben halt einfach keinen Stürmer. Und er ist ein verkackter Stürmer. Ja? Nein, dann spielen wir lieber wieder ohne Stürmer, anstatt den Jungen die Chance zu geben. Sorry, Thomas Tuchel, er reiht sich, was das anbelangt, komplett in Julian Nagelsmanns Linie ein. Komplett. Auch die Story Kimmich. Komplett. Kimmich spielt immer, Kimmich schießt alle Ecken. Ecken waren heute unterirdisch, wie immer. Seine Leistung war grottenschlecht, Alter. Ja. Vorsichtig. Einen positiven Punkt habe ich zum Kimmich. Er war mal auf der Posi des Sechsers. Ja, wir haben den Kimmich heute mal als Sechser gesehen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir haben einen Spieler in diesem Raum gehabt, was wir gegen Man City nicht hatten. Da war gar keiner. Da war gar kein Spieler. Heute war der Kimmich da als Sechser. Als klarer Sechser, nicht mit einer Doppelsechs, mit Goretzka oder so ein Scheiß. Goretzka war irgendwie rechtes offensives Mittelfeld, I don't know, auch völlig Banane. Kimmich war Sechser, ganz klarer Sechser. Und wir haben seine Fähigkeiten heute gesehen. Ich denke, ihr werdet sie auch gesehen haben, nicht nur ich. Ja, genau, nicht nur ich.
defensiv unterirdisch schlecht. Er hat keine Ruhe am Ball. Sobald du den ein bisschen unter Druck setzt, es muss nur eine Fliege an seiner Wade vorbeifliegen, er spürt einen leichtesten Kontakt, schmeißt er sich auf den Boden und hofft, dass der Schiedsrichter einen Foul pfeift. Fehlpässe im Aufbau, Fehlpässe unter Druck, das war ja wie Opa. Ja, nur viel, viel schlechter. Also unterirdisch schlecht. Auch den lässt man 75, ich meine, dass der Tuchel das gesehen hat, sehen wir ja daran, dass er dann in der 75. Minute, nachdem wir 2-1 hinten lagen, die beiden Spieler ausgewechselt hat. Genau diese beiden Spieler. Also er hat das ja 75 Minuten lang gesehen. Also, was ist das Argument? Ja, ich schleife die beiden mal, was Kimmich und Müller sind, mit durch und hoffe und bete, dass es reicht. Ja, eben, das passiert nicht. Es reicht dann nicht, ja. Es reicht diese ganze verkackte Saison halt nicht. Es reicht nicht, wenn man nur den Namen aufstellt. Stell doch einfach mal verkackt normal nach Leistung auf. Es kann doch nicht so schwer sein. Junge, Alter. Das ist doch ein Trauerspiel. Es ist nur noch Politik in dieser Mannschaft. Nur noch. Es macht mich wahnsinnig. Ohne Scheiß. Es macht mich wahnsinnig. Ich verstehe es nicht. I don't know. Vielleicht wird der Goretzka sogar funktionieren als Sechser. Er ist auf jeden Fall defensiv ein bisschen stärker. Ja? Wie er unter Druck ist, wenn er mal einen Ball annehmen muss und den verteilen muss, I don't know, haben wir ja noch nicht so viel gesehen. Aber Hauptsache, wir haben Sabitzer weggeschickt, ne? Nach Manchester United. Ja. Super Sache. Und ein Gravenberg. Was soll man damit? I don't know. Ja, Offenbarungseid der Mannschaft. Komplett Versagen. Wieder, es ist keiner da, der dann in die Bresche springt. Ja. Wir können über das Tor reden, der Sommer. Ja, ist für mich ein klarer Torwartfehler. Punkt. Da brauche ich nicht diskutieren, Alter. Ja, es ist eine kurze Distanz. Super, der lenkt den Ball über die Latte. Wo ist denn das Problem? Nein, er wollte ihn fangen, wollte ihn kurz abklatschen lassen und dann, wenn er runterkommt, fangen oder was? Leute, das lernt man in der E-Jugend. Ja, dass man den Ball über die Latte lenkt. Oder zur Seite weg oder nach vorne wegfaustet meinetwegen. Aber nicht hier, ich versuche ihn mal zu fangen. Ach, scheiße, klappt nicht. Hier, meins, da kannst du reinköppen. Nein, auch da Leistungsprinzip. Ja, ich denke, dass ein Ulle das nicht schlechter macht. Und vielleicht hätte man einfach mal reagieren müssen. Vielleicht reagiert man jetzt, ich weiß es nicht. Aber es ist jetzt nicht das erste Ding, was der Sommer sich reißt. Spielaufbau, heute Sommer, auch Katastrophe. Wirklich Katastrophe. Ja. 4-5 Mal die Bälle nicht ansatzweise angekommen. I don't know, aber ja, nee, ich fange schon wieder an, die einzelnen Spieler drauf zu hauen. Es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Mannschaftliches Versagen, abgesehen von De Ligt und Cancelo. Das waren die einzigen Lichtblicke, aber De Ligt konnte da hinten nichts rausreißen. Also Stani war unterirdisch, wirklich unterirdisch, katastrophale Fehler gehabt. Upper war wie die letzten Spiele super unsicher, hat auch wichtige Zweikämpfe verloren, hat aber auch ein paar wichtige Zweikämpfe gewonnen, das darf man auch nicht verschweigen. Aber auch unterirdisch. Ja? Also, I don't know. Ja, mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Wir schmeißen trotzdem mal einen Blick in die Statistiken rein. Der Vollständigkeit halber. 3-1. Ballbesitz 26-74. Ah, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, Respekt. Abseitsstellung 2-3, Fouls 14-6, Zweikämpfe 42-57. Schüsse aufs auf 4 zu... Alter, ey, ohne Scheiß, ist die Statistik hier geschönt für uns, oder was? Schüsse insgesamt 12-11, Ecken 2-7, angekommene Pässe 156 zu 641. Flanken 9-13. Erste Halbzeit würde ich diese Statistik unterschreiben, ja. Aber zweite Halbzeit, I don't know, da war Ballbesitz 50-50 gefühlt, ja. Eigentlich hat nur Mainz gespielt. Wild. Schüsse insgesamt, Money ein, Tell ein. Tell, der 17 Minuten auf dem Platz war. Seht ihr hier einen Müller? Goretzka?
Musiala. Obwohl Musiala noch ein ordentliches Spiel gemacht hat. Torschussvorlagen, Cancelo 1. Gewonnene Zweikämpfe, Mazrui 10. Der nur reingekommen ist, weil Davis verletzt ist. Da hat man lieber einen Stunny aufgestellt. De Ligt 9, Goretzka 8. Ballkontakte 119 Stanisic, 116 Opa, 106 Kimmich. Gefault worden, schenken wir uns. Das ist schön, dass das so ein bisschen meine Meinung untermauert. Goretzka, erste Halbzeit, I don't know, was er für eine Posi gespielt hat. Ich kann es euch nicht sagen. Es war kein Achter, es war kein Zehner, es war irgendwie halbrechtes Mittelfeld. Habe ich nicht ganz verstanden, hat auch wie ich finde, seine Schwächen beraubt. Ja, war wenig zu sehen. Ja, muss man so klar sagen. War wenig zu sehen. Hat ein paar Szenen gehabt, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Also. Aber er war auf jeden Fall besser wie der Kimmich. Ja. Und das können wir mal ganz klar festhalten. Wobei man fairerweise sagen muss, dass ein Kimmich auch dann alleiniger Sechser war. Und damit anscheinend heillos überfordert. Aber das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues. Ein Kimmich hat schon die ganze Saison Probleme, wenn man ihn anläuft. Ja. Und wenn man ihn aggressiv anläuft. Das ist alles nichts Neues. Deswegen ja immer meine Aussage, Kimmich ist kein Sechser. Ja. Aber, wie gesagt, ich habe diese Themen die letzten Wochen, Monate, egal ob unterm Nagelsmann oder unterm Tuchel, rauf und runter gebetet. Meine Meinung dazu gesagt. Und von daher brauche ich da jetzt bei dem Spiel nicht mehr viel mehr zu sagen. Ja, da ist alles gesagt. Ich finde es immer noch schade, dass ein Tell nicht die Chance bekommt. Ich finde es super schade, dass ein Grafenberg jedes Spiel auf der Bank sitzt, obwohl ein Kimmich sich so eine Leistung erlaubt. Oder auch ein Goretzka, der heute aber einigermaßen okay war. Aber auch nicht herausragen konnte dann in der wichtigen, gerade er auch, der den Anspruch hat, Führungsspieler zu sein, muss dann einfach mal ein Zeichen setzen, wenn 2-1 steht. Dass man ruck durch die Mannschaft geht. So auch nicht von ihm. Ja, von keinem. Wirklich von gar keinem. Und das ist bezeichnend. Ja. Also der Offenbarungseid, zweite Halbzeit für mich persönlich, man hat es einfach geschehen lassen. Man hat es einfach geschehen. Es interessiert keinen. Ne? Es interessiert einfach keinen. Es interessiert keinen, dass es hier um den FC Bayern geht. Es interessiert keinen. Keinen dieser Spieler, die da auf dem Platz standen. Es interessiert einfach keinen. Da ist keiner mit Herzblut beim Verein oder sowas. Und denkt sich, ach du Scheiße, wir sind der FC Bayern. Wir sind gerade die letzten 4 Wochen aus dem DFB-Pokal raus, aus der Champions League raus und verspielen jetzt noch die deutsche Meisterschaft. Nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich muss mal hier was tun. Ich muss mal das Ruder in die Hand nehmen. Ich muss mal Gas geben. Auch wenn wir gerade keine gute Form haben. Ich muss jetzt irgendwas versuchen. Keiner. Es interessiert keinen. Das sind alles Söldner. Ja, ich habe mich dafür entschuldigt in den Kommentaren, dass ich im vorletzten Video manche Spieler als Pissbirnen beschimpft habe. Gehört sich auch nicht. Bin ich ganz dabei. Aber wenn man das heute wieder sieht, kann man vielleicht verstehen, warum mir das da rausgerutscht ist. Weil es nur noch Söldner sind. Ja. Es sind nur noch Söldner. Selbst der Müller. Der Müller für mich hätte heute, habe ich gerade schon gesagt, hätte merken müssen, dass er super schlecht ist. Ja, wirklich super. Er hat nichts auf die Kette, gar nichts. Wirklich 0, Leute. Schlechter als 0. Wirklich. Und da muss ich von so einem Spieler, der sich hinstellt als Mr. FC Bayern und alles, ja, er hat super viel erreicht mit dem FC Bayern, er ist das Gesicht des FC Bayern und so weiter. Wäre es da nicht mehr ein Zeichen von Größe gewesen zu sagen, Thomas, ich habe heute einfach einen Tag, der ist scheiße. Bitte wechsel mich zur Halbzeit aus. Das ist besser für die Mannschaft. Das hätte ein großer Spieler getan. Aber das haben wir nicht. Bei uns sind im Moment wirklich 90% nur Egos im Team, nur jemand, der auf sich selber guckt. Jeder ist mit sich selber beschäftigt. Keiner rennt für den anderen gefühlt. Es macht mich traurig, das zu sehen. Ne? Es ist völlig okay, dass eine Ära zu Ende geht. Nach 10 Jahren also wir wären kein deutscher Meister. Ich hoffe, da müssen wir jetzt nicht nochmal weiter drüber diskutieren. Ja? Es tut mir auch in der Seele weh, das sagen zu müssen. Wir werden definitiv kein deutscher Meister, Leute.
Werden wir nicht. Es sei denn, Dortmund verliert genauso viele Spiele wie wir. Ansonsten werden wir kein deutscher Meister. Also heute das Spiel, wir haben's nach der ersten Halbzeit in der Tasche gehabt. Ja, du hättest einfach nur dagegenhalten müssen in der zweiten Halbzeit und dann irgendwann den Konter setzen. Wäre 2-0 gewesen, wäre alles gut gewesen. Und dann läufst du da auf und leistest den Offenbarungseid. Und gar nichts. Wirklich gar nichts mehr. Abgesehen von 1, 2 Spielern. Da müssen wir nicht darüber reden, ob wir noch Meister werden. Ja. Doch heute. Nee, müssen wir nicht drum reden. Also meine Meinung. Für mich ist das Thema abgehakt. Es ist traurig. Es macht mich traurig. Ja, auch die Niederlage macht mich super traurig, super frustrierend. Und ja, jetzt kann man wieder sagen, ja, du siehst das zu schwarz, du malst das zu schwarz. Nein. Auf die letzten Wochen und die letzten Spiele gesehen, nein. Wir haben gesehen, ein Tuchel reiht sich ein in die Nagelsmann-Ära, was das Leistungsprinzip anbelangt, und das schlägt gerade die letzten Woche, schlägt das zu Buche. Ja, das ist meine Meinung. Es kickt einfach rein, dass man die Spieler jetzt so lange teilweise verarscht hat, sie weiterhin ignoriert und dass man nicht nach Leistung aufstellt. Und jetzt kommt mir bitte wer nicht mit so dummen Kommentaren wie, ja, das kannst du gar nicht beurteilen, du siehst nur die Spiele, nicht das Training. Vielleicht sind die im Training alle super stark. Ja, super. Nochmal, selbst wenn das so wäre. Ja, selbst wenn das so wäre. Meinetwegen stell sie 2 Spiele auf, weil sie im Training so super stark sind. Stell sie 3 Spiele auf, weil sie im Training so super stark sind. Stell sie 4 Spiele auf, weil sie im Training so super stark sind. Und sie spielen alle 4 Spiele scheiße. Willst du mir dann erzählen, du stellst die Spieler immer noch auf, weil sie im Training super stark sind? Obwohl du die Spiele dann nicht gewinnst und jetzt sogar verlierst, noch nicht mal mehr in Unentschieden spielst. Diese Argumentation ist so schwach. Sorry, fühle ich persönlich nicht. Ist für mich eine Argumentation, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Ja, na klar kann ich nicht das Training beurteilen, aber selbst wenn ich das Training beurteilen können dürfte, wäre mir das scheißegal, ob gewisse Spieler da 110% bringen und der beste Mann auf dem Platz sind, wenn sie es im Spiel nicht auf die Kette kriegen. Das Spiel ist da, wo wir Punkte holen, da, wo wir deutscher Meister werden und nicht im Training. Du kannst ein Trainingsweltmeister sein. Ja, wow. Ja, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. So, das war's von mir. Leute, alles, was ich jetzt noch sage, würde ich mich wiederholen. Es macht keinen Sinn. Ja, ich bin bedient. Ich war so voller, ja, Euphorie nicht, aber voller guter Hoffnung nach den 40 Minuten. Oder nehmen wir die erste Halbzeit. Haben wir gut dann zu Ende geschaukelt, die letzten 5 Minuten. Ich dachte, ja, wir sind auf einem guten Weg. Es war eine Steigerung zu den Spielen vorher. Ja, was auch daran lag, dass mal ein paar andere Spieler auf dem Platz waren. Keine Frage. Aber es war eine Steigerung. Man hat gesehen, die wollten alle, die haben sich bemüht, alle, die auf dem Platz waren. Da gehst du in die Kabine, kommst raus. Ich weiß nicht, was in der Kabine gesagt wurde. Vielleicht gut gemacht, Jungs. Macht weiter so. I don't know. Dann fällst du auseinander. Nach dem Tor sind wir auseinandergefallen. Und vorher war es so Larifari. Ja, was ich noch abschließend sagen möchte, wo ich gerade mit angefangen hatte und das dann wieder sein gelassen habe, ist, weil es wieder mir irgendwas anderes in den Kopf geschossen ist. Meiner Meinung, warum sich das jetzt so durchzieht, auch unterm Tuchel, weil es nicht nach Leistung geht. Ja, es ist kein Leistungsprinzip bei uns in der Mannschaft vorhanden. Und ja, wenn man das dann heute sieht mit dem Kimmich und Müller, die wirklich unterirdisch schlecht waren, ich denke, das sieht jeder neutrale Fan so oder jeder normale Bayern-Fan sollte das einfach auch mal sehen. Ja, das sehen die Spieler ja draußen. Das sehen die ja auch. Ja, und die fragen sich dann auch, was spielt der denn noch? Das dürfen die noch spielen. Ja, und das ist ja auf viele Spieler bezogen. Schon seit Wochen so. Seit Wochen. Und das ist doch, das rächt sich irgendwann.
Ja, und dass dann sich ein Tuchel da hinsetzt in der Pressekonferenz. Ja, also, die Ersatzspieler, ne, die müssten ja auch mal ein bisschen mehr Druck aufbauen. Die müssten ja mal ein bisschen mehr geben, damit das überhaupt sinnig wäre, die einzuwechseln. Nee, die Spieler sehen das seit 1/3 der Saison. Ja. Dass man dann irgendwann sagt, wisst ihr was, leckt mich am Arsch, Alter, ich bin nächstes Jahr hier weg. Habe ich keinen Bock drauf. Ist doch völlig menschlich und verständlich. Ja. Wie gesagt, wenn die auf dem Platz stehen würden, super Leistung bringen, dann bringt man auch super Leistung und dann hat man ein Argument zu sagen, ja, tut mir leid, aber die beiden, die harmonieren gerade so gut, die sind so gut drinne. Wir haben es beim Sabitzer gesehen, der ist nicht umsonst weg. Okay, ja, dann kann auch der Ersatzspieler damit umgehen. Ja, aber doch nicht, wenn er sieht, Spiel für Spiel für Spiel für Spiel, dass mindestens einer von den beiden unterirdisch schlecht ist. Im Sturm brauche ich nicht anfangen, oder? Wir spielen lieber ohne Stürmer, anstatt einen Tell aufzustellen. Warum? Weil er 17 Jahre alt ist? Was ist das für ein Argument? Was ist das für ein verkacktes Argument? Und das hat der Tuchel gebracht. Das hat er vor dem Spiel gebracht. Ja. Wow, was ein Zeichen an die Mannschaft. Und dann wundert man sich, dass ein Müller da Leistung bringt, die einfach nicht vorhanden ist. Ja, warum auch? Er weiß doch, dass er immer spielt. Und dass er nicht mehr mit dem Herzen beim Verein ist, sieht man auch. Es ist ihm scheißegal. Wollt ihr mir sagen, ihn interessiert noch, was mit dem FC Bayern passiert? Nach so einer Leistung, nach so einer Einstellung? Nee. Nee, einfach nein. Punkt. Kimmich dasselbe. So, ich habe fertig, um es mit Trapazzoni-Worten zu sagen. Wir können es auch machen, was erlauben Kimmich, was erlauben Müller. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Das Herz wird immer für den FC Bayern schlagen, macht euch keine Sorgen. Aber man muss auch seiner Enttäuschung mal freien Lauf lassen und ich bin vom Tuchel mittlerweile auch maßlos enttäuscht. Aber ich nehme jetzt noch ein anderes Video auf, schön mit den Emotionen nach der Mainz-Niederlage noch, zum Thema Trainer, Vorstand, Führung im Verein. Da gibt's jetzt auch noch mal ein paar Worte zu sagen.